Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Ja, wenn ihr seht, falls ihr den ganzen Podcast schaut, bin ich mal wieder an einem komplett anderen Ort und mal wieder nicht alleine. Wer ist an meiner rechten Seite? Piep, piep, piep. Ich hab euch alle lieb. Der liebe Gian-Maria Finger, a.k.a. Prinz Norin, a.k.a. Nati Styles Freund. Das bin ich. Hallo, freut mich, wieder mal da dafür dabei zu sein. Du bist schon lange nicht da gewesen. Ich bin schon ewig nicht mehr da gewesen. Ich habe das Gefühl, die letzte Podcast-Folge ist um die WM gegangen, vor einem Jahr oder so im Fall. Das kann tatsächlich sein, Ja. was? Alter, Krass. krank. Du musst mich mehr da einladen. Ja, vor allem, du weißt meine neue Format, du lernst dich, glaube ich, das erste Mal wirklich kennen. Einmal. Wahrscheinlich. Ja, also Leute, vielleicht merken ihr gerade, wir sind absolut kaputt. Wir haben gerade, wie spät haben wir? 12, davor steht's. Ah, perfekt. Wir haben 10 ab 12 in der Nacht. Wir sind nicht mal in der Schweiz. Can, wo sind wir? Wir sind am Ballermann. Ja, Nicht ganz. Wir sind einfach in Mallorca. wir sind in Mallorca. Wieso sind wir in Mallorca? Weil dein Götti heiratet. Erzähl mal ein bisschen. Also, dein Götti, wo auch dein Onkel ist, Yes. der heiratet. Und wir sind eingeladen worden, um auch teilnehmen an dieser Hochzeit. Und das Ganze findet da jetzt über die nächsten 2 Tage in Mallorca statt. Und darum sind wir da. Vor allem, das ist die erste Hochzeit, also, wo wirklich so, weißt du, über mehrere Tage geht. Bist du überhaupt mal an einer Hochzeit gewesen im Leben? Ah ja, wir Ja. sind ja bei deiner Tante Ja, gewesen. genau. Aber irgendwie, ja, ich finde, das kannst du auch nicht so ganz vergleichen. Ja, Weil das es ist ist halt so- etwas anderes. Das andere ist, also bei meiner Tante mega kleiner Rahmen, familiär, in der Schweiz, im schönen Säli. Und da sind wir jetzt halt fucking Mallorca. Ja, 2 Tage lang, 3 Tage. 3 Tage lang, Ja. 4 Tage. Nein, 4 Tage. 4 Tage. Krank. Ja. Ja, schon speziell und grösser und Ja. wie es wird, wissen wir noch nicht. Vor allem, man muss auch sagen, also bei mir ist im Fall die letzte Hochzeit, weißt, also meine Cousinen haben auch schon geheiratet, aber dort ist mehr so, man ist nur beim Apero dabei. Aber weißt du, so der ganze Abend und das ganze close Zeug, so, das habe ich auch, ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal hatte, vielleicht das Kind irgendwann so. Und ich finde es schon auch noch spannend, ich finde, das kann man schon erwähnen, es ist die erste Hochzeit mit 2 Typen so. Also es gibt keine Brut, es gibt nur 2 Bräutigamme. Sagt man Bräutigamme? Bräutigams. Keine Ahnung. Bräutigamer. Bräutigams. Bräutigams ist crazy. Nein, ich weiß nicht, wie du das sagst. Bräutigams, Bräutigamme. Bräutigamme dort am Sag besten. einfach Bräutigam. Bräutig... mit 2 Bräutigammen. Ja. Mit 2 Bräutigammen. Ja, scheiß drauf. Ja, auf jeden Fall, ich glaube, das wird auch noch spannend. Weil Hebamme ist auch nur jemand. eine Hebamme. 2 Eine Hebammen. Hebamme. Eine Hebamme, 2 Hebammen. Oh mein 3 Gott, Alter, Hebammen. machen wir nicht fertig, Mann. Ja, auf jeden Fall, ich glaube, das wird auch noch spannend, weil, also vielleicht für die, die es wissen, ich bin ja komplett kirchlich aufgewachsen, so, ich kenne nur das typische eine Hochzeitsding und ich kenne halt zum Beispiel nur Hochzeiten in Kirchen. So, ich habe noch nie irgendwie eine Hochzeit so anders gehabt, dass man irgendwie das am Strand macht oder so. Darum, I don't know. Hey, wie war es bei deiner Tante gewesen? Hat es überhaupt den Moment gegeben, wo sie für läuft? Ich glaube, das, was wir sind, war einfach so ein Festchen. Und wahrscheinlich hat es standesamtlich auch etwas gegeben. Aber das haben wir nicht. Aber du bist ja gleich, also Miterlebt. standesamtlich ist doch das Ding, wo du einfach zusammen unterschreibst und das ist in einem mega kleinen Rahmen. Aber das Fest ist schon, also ich weiß es nicht, Hey. das Führerlaufen und so, das gehört ja schon zum Fest. Du hast halt das mega Hollywood-Ding im Kopf. Ja, und halt das Aber- Kirchliche. Ja. Aber, Nein, also ich habe sonst, glaube in meinem Kopf 2 andere Hochzeiten. Eine war so mit irgendwie 6 oder 7. Dort kann ich mich nur noch daran erinnern, ich glaube, irgendetwas im Standesamt und dann noch irgendwie, dass wir können mit in der gestretchten Limousine fahren. was? Alter, geil. Und die haben so die Zuckerzeltchen gehabt, die viereckigen. Ja. Kennst du die? Ja, ja. Mega grusig. Und ich habe so ich habe eine Erinnerung noch richtig, ich habe so eins gelutscht. Dann habe ich gemerkt, ich finde es hässlich. Dann habe ich so aufs Papierli in die Limousine so anlegen. Dann bin ich zusammengeschissen worden, weil es gemeint hat, ich tue einfach das Zettel so in die Limousine legen. Das ist nicht schön. Und die andere Hochzeit war vom Brüder von meiner Mom
Dort waren wir in Elm. Dort gibt es so ein altes Hütchen, wo wir immer wieder waren, ohne Strom, wo du nur mit Kerzenlicht und einem Ofen hast gekocht, also Feuer, und auch gewärmt. Und dort sind wir immer wieder Skifahren und sie haben dort auch geheiratet, im Sommer aber. Und dort haben wir mal mit Reis geworfen oder so. Reis? Ja, haben wir so mit Reis beschossen. Da bin ich auch noch relativ jung, 8 oder so. Das war aber schön, das war eine schöne Hochzeit. Und ich muss sagen, ich finde es, also jetzt noch mal kurz zum Zurückkommen, bei dieser Hochzeit, ich finde es auch spannend, mit dir zusammen mal eine Hochzeit erleben. Ja, hört ihr, was das für ein Unterton ist? Nein, aber also... Ja, es steht jetzt schon irgendwo im Raum, dass wir vielleicht auch mal zusammen heiraten, oder? Ja, maybe. Was mit maybe, Alter? Der Antrag wartet jetzt also schon an... Nein, also... Ich habe schon mal gesagt, du musst noch den Brautstrauß fangen. Ah, ich weiß gar nicht, ob sie das machen. Weil es gibt ja gar keinen Brautstrauß. Ja, oder 2 Oder 2. Aber ich weiß nicht, wie das läuft. Ich glaube, sie dann eben auch beide führen laufen. Ja, also wir sind auf jeden Fall gespannt. Vielleicht, wir haben auch schon gesagt, vielleicht gibt es nächste Woche einfach eine Podcast-Folge, wo wir einmal zusammen hocken und einfach über die ganze Hochzeit reden. Maybe, ja. Und ich glaube, es wird schon spannend. Das wird es auf jeden Fall. Es wird sehr, sehr spannend. Ja, und ja, ich glaube, dann haben wir unser Statement über jeden Fall, wie wir unsere Hochzeit vorstellen können, was wir geil finden und was nicht. Aber, also wir haben ja schon... Ich finde das spannend. Können wir noch ein bisschen über Hochzeit reden? Ja. Gut, was sind deine Gedanken zu Hochzeit? Was sind deine Gedanken zu, ob du mal willst heiraten oder wie du dir das vorstellst? Ich habe eigentlich immer so das Gefühl gehabt, ich muss nicht unbedingt heiraten. Für mich ist auch, wenn man nicht geheiratet ist, das schön. Aber es gibt auch so Sachen, die ich irgendwie cool finde, dass man nachher so Familie ist und irgendwie so offiziell Mann und Frau. Aber ich habe jedes Mal, wenn ich dann so weiter daran denke, dass man dann so von so einem Tag so der Main-Ding ist und alle einladen und dann so davor muss stehen und irgendetwas sagen, da graut es mir schon. Ja, wirklich? Ja, schon ein bisschen. Da habe ich flattern meine Eier. Und du bist der Musiker, der auf der Bühne steht, vor allen Menschen. Ja, das ist etwas anderes, glaube ich. Kannst du nicht einfach an unserer Hochzeit also ich bin an jedem von meinen Musikauftritten vorher fast gestorben. Ja, gut. Ja, aber wer ist das nicht? Ich habe das Gefühl, das geht nie weg. Ja, maybe. Ja, sonst... ja, ich glaube, durch das, dass ich irgendwie so... Ich habe so dann schon noch irgendwie... Ich habe so 2 Seiten. Die eine ist so, ja, muss nicht und introvertiert und die andere ist dann so, wow, aber wenn man das macht, dann finde ich schon, dass dann man das richtig geil machen und mit mega feinem Essen und einer schönen Location und dies und das. Voll. Ich weiß einfach auch nicht, ich bin so total ungläubig. Das kann man glaube ich nicht sagen, aber einfach nicht gläubig aufgewachsen. Genau. Darum habe ich mit diesem ganzen Part nicht so viele Berührungspunkte gehabt. Also ich bin glaube noch nie in einer Kirche gesessen, wo jetzt jemand geheiratet hat. So. Ich bin eben nur in einer Kirche gesessen, wo jemand geheiratet hat. Und ich glaube, darum finde ich es jetzt auch mal eine spannende Experience zu machen da. Weil ich glaube, ich habe wie nur das eine Bild im Kopf. Und es ist eben auch das von Filmen. Ich kenne es auch nur so. Zwar nein, so am Strand gibt es schon so. Auch Hochzeiten. Gibt es auch, ja. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, für mich ist das dann alles so... Ich habe das Gefühl, das passiert nur in Amerika. Das ist wirklich das Ding. Das macht schon bei mir viel aus. Und ich glaube auch der Aspekt von, darum ist für mich Heiraten schon seit Kind ein Thema gewesen. So, ich bin aufgewachsen damit, dass man irgendwann sein Deckel findet. Oder wie sagt man? Der passende Deckel zu seinem Topf. Der passende Deckel zu seinem Topf. Und das ist dann der eine Mann und der heiratet man dann und mit dem hat man dann nachher ein Kind. So. Und deine Eltern waren ja nicht mal geheiratet gewesen. Nein, meine Eltern haben nicht geheiratet. Und bei meinen Eltern ist irgendwie so, meine Mama hat genau so eine Story erlebt. Die hat ich hoffe, das ist okay, wenn ich das erzähle, aber ich glaube schon, die hat so einen Freund gehabt, aber das kannst du nicht mal wirklich Beziehung nennen. Da hat sie meinen Dad kennengelernt. Sie hat meinen Dad schon vorher gemalt, obwohl sie ihn noch nicht kennt hat. Sie hat ihren Trauma gemalt, hat nachher meinen Dad kennengelernt, hat genauso ausgesehen auf dem Bild und hat sich verliebt und er hat sich auch verliebt und dann nach einem Jahr haben sie schon geheiratet und dann haben sie ein Kind gehabt. Also es ist wirklich wie aus dem Bilderbuch. Und das ist dann logisch, wenn ich mit dem aufwachse, mit dem Bild und du mit vielleicht einem anderen Bild, dann
dann hat man ja vielleicht auch selber so ein bisschen die Vorstellung, Ja, wird wie spannend. es richtig ist. Ich bin ja so ein bisschen in einer eher spirituellen Familie aufgewachsen. Und du eben so eher klassisch, oder wie sagt man dem? Ich weiß auch nicht. Gläubig. Das unterscheidet sich, glaube ich, schon von ganz vielen verschiedenen Sachen, wie so etwas ablaufen kann. Aber das wird sich dann herausstellen, wie sich das verbindet. Das wird auf jeden Fall Chip sein und irgendwie klassisch ein Mix von beidem. Was ich aber geil finde, ich habe das Gefühl, eine ähnliche Vorstellung von was ein schönes Kleid ist. Weil wir sind doch schon ein paar Mal an so Shops vorbeigelaufen und sind so, ja, das ist geil, das ist nicht geil. Dort drehe ich dann durch und denke so, wow, wenn wir heiraten, dann muss das schon, dann muss noch so 3 nice Kleider haben. Ja, safe. So für den Moment, für da, so. Ich habe eben auch schon Bock, dass es nicht nur ein Tag ist. Wenn ich jetzt die ganze Mallorca-Dings sehe, das ist schon krass. Das ist schon geil. Also es ist halt verdammt teuer auch, aber... Ich muss mir jetzt schon ansparen. Machen wir ein Konto für unsere Hochzeit. Scheiß auf Flitterwoche, scheiß auf Weltreise, scheiß auf Kind. Ja, so viel Zeit zum Sparen haben wir auch nicht. Ja, wir haben auch mal gesagt, dass wir cool fänden, je nachdem nachher einfach viel Geld in unsere Flitterwoche zu investieren. Wäre auch crazy. Also das hast du gesagt. Nein, das haben wir doch gesagt. Was? Und dafür eine kleine Hochzeit? Ja, nicht so mega pompös, dafür gehen wir nachher ein Jahr Nein, das habe ich nicht gesagt. Das habe ich ganz sicher. Okay, also, ja gut, never mind. Hey, ich habe mal gemeint, okay. Also wir haben auch schon darüber geredet, aber ich finde... Oder haben wir einfach anstatt so Flitterwoche so eine grössere Reise? Nein, dass wir es einfach gerade zu einer Weltreise machen oder so. Irgendwie so. Ich weiß gar nicht mehr. Ja, vielleicht habe ich es falsch aufgefasst. Okay, never mind. Ja, bei mir ist eben schon ein bisschen das Ding, seit ich ein Kind bin, träume ich so von einer Hochzeit. Du bist so ein kleines Prinzesschen. Ja, und von so einem Prinzessinnenkleid. Ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, so ein halbes Kleid, irgendwie so, wo jetzt nicht mal mega aussieht. Also weißt du, wo du jetzt mehr so könntest du am Abend anlegen, sondern ich brauche so ein richtiges Prinzessinnen-Hochzeitskleid. So, mit all diesen Traditionen, wo man den Strauß rührt, wo mein Dad mich früher begleitet. So, ich finde, es muss nicht mal kirchlich sein bei mir. So, darum ich finde es jetzt auch spannend, mal das anders zu erleben. So, du hast ja auch schon gesagt, Toskana findest du schön? Fände ich schön, ja. Ich weiss nicht, ob das so vielleicht fast zu das klassische Ding ist, aber ich mag halt italienisches Essen. Ich mag das ländliche Italien-Flair. So einem schönen, alten, grossen Ding. So Weinreben und grosse Felder. Wow, schön. Das ist nicht am See. Das ist auch noch das Einzige, was ein bisschen scheiße ist. Ja, darf auch am See sein. Ja. Darf beides sein. See finde ich auch Darf auch schön. in Frankreich sein. Ja. Obwohl, Frankreich, dort habe ich aber ein bisschen Schiss wegen dem Food. Ja, sag mal. Ich liebe Franzosen, aber wirklich kochen können nicht. Das war jedes Mal so schlimm, wenn ich in der Ferien war. Oder einfach so der Food, einfach so das Italien. Das ist halt schon geil. Ja. So die ganzen kleinen Häppchen und Sachen. Schon sehr lecker. Gut, ich habe das Gefühl, vom Food können wir ja immer noch irgendwie schauen, dass... Ja, schon, aber das Gefühl bekommst du ja nicht gleich, oder? Ich fände es eben auch geil, wenn irgendwo im Ausland an einem Ort, wo irgendwie so, weißt du, uns verbindet. Oder allgemein an einem Ort, wo uns verbindet. Okay, sag mal einen Ort, der uns verbindet im Ausland. Ja, ich will ja keinen. Ja, wir würden einfach ab jetzt jeden Sommer in die gleiche Ferien gehen und dann können wir irgendwann dort heiraten. Maybe. Wir müssen einfach jetzt... Scheiß auf alles andere, gehen wir einfach ins Toskana. Wir wissen noch nicht woher. Ja, könnte man. Ja, Kleiner Roadie. Ein Roadie. Kleiner Roadie. Das wäre auch herzig. Ja, dann musst du vielleicht mal... Ja, never mind, ich bin dran. Ja, reden wir nicht drüber. Ich habe meine Autoprüfung noch nicht, Jungs und Mädels. Ich bin dran. Ja, wir sind auf einem guten Weg. Nein, was soll ich jetzt sagen? Ich weiß nicht mehr. Toskana. Ja, eben, ich finde es einfach schön, wenn es so ein gemeinsamer Ort ist. Aber ich kann es mir schon vorstellen in der Schweiz. So, aber dann ist halt irgendwie so das Ding, wenn du so mehrere Tage machst. Ich habe das Gefühl, dann sind ja mega viel so... Also ich habe das Gefühl, zum Beispiel hier in Mallorca ist wirklich so das Ding, die haben sich jetzt alle Zeit genommen, die 3 Tage, und fliegen daher. Und damit es sich auch lohnt, dann gehst du nicht nur einen Tag. Ich habe das Gefühl, wenn es in der Schweiz ist, dann willst du ja sagen, hey, ich kann leider nur an diesem Tag irgendwie so. Und da ist es wirklich so, es ist so ein riesiges Ding. Und auch packen und sich vorher überlegen, welches Outfit an welchem Abend. Und es ist so ein richtiges Event. Also es ist ein logisches Event, aber es ist wie... Ich finde es schon noch mal ein bisschen spezieller. So, es ist ein Ereignis. Ja, ist cool. Also, ich freue mich mega jetzt auf die nächsten 2 Tage und die ganzen Outfits raussuchen und so. Schon nice gewesen, so.
Du hast kranke Outfits. Ich sage ehrlich, der Can hat richtig geile Outfits rausgesucht. Jetzt machst du die Erwartungen so, dass nachher sehen die Outfits und nachher so Nein, sind wirklich geil. Ich bin einfach nicht so der klassische Anzugtyp. Ich habe fetten Haarausfall, ich habe keine Frisur rocken. Von dem her... Sind Sie Spirit? Schau mal, wie cool. Mashallah. Das ist geil. Man muss ein bisschen schauen, wie man das macht. Istanbul, hallo! Ja, aber ich bin eher gespannt, weil ich habe das Gefühl, wir wissen ja gar nicht so viel, jetzt, wie das ablaufen wird bei der Hochzeit. Wir wissen nichts. Wir wissen gar nicht. Also, was wir wissen, was wir anlegen ja, und wenn was ungefähr ist. Ja. Also, es ist jetzt Donnerstagabend. Morgen Abend ist es so ein bisschen in einer Bar am Strand. Und da hat es geheißen, so ein bisschen Sommer, luftig, Pastell, helle Farben, Cocktailkleidler, Kleidli und ja, und Samstag ist dann so ein bisschen edler, dort heisst es lange Kleider, ach so das typische, wie sagen wir dem? Red Tie? Nein. Black Tie. Black Tie. Red Tie. Black Tie. Einfach so ein bisschen das Edle ist eben mit langem Kleid und Bläser und all dem Zeug. Ja, und ich habe jetzt endlich ein Kleid gefunden, das war auch noch ein Struggle. Der Can hat mir gestern noch mein Kleid genäht, ein richtiger Ehrenmann. Ich habe beide Kleider genäht. Das eine habe ich heute Morgen noch genäht. Welches? Das Weisse. Hast du genäht? Ja. Du hast genäht? Ja. Echt? Ich habe das ganze Einzeug noch da. Ah, ich habe gemeint, wir haben es probiert. Also ich habe es probiert, ob das geklappt hat, weiß ich nicht. Ah, ich habe gedacht, ich habe es ja nachher ausgezogen und ich habe gedacht, wir haben es einfach nicht mehr gemacht. Nein, ich habe gar nicht gecheckt, dass du das noch gemacht hast. Ich habe beide genäht. Also oh, wie geil! Von ihrem langen Kleid sind die Träger zu lang gewesen, die habe ich hinten runtergenäht. Von Hand, oh mein Gott, ist das scheiße gewesen. Ah, der richtige Ehrenmann. Und das andere rutscht so auf, das ist so ein schulterfreies. Das rutscht immer so auf. Nein, es ist nicht so schulterfrei, sondern es hat so wie auf der Seite, also die Ärmel sind halt wie auf der Seite. Es ist so wie so ein Band über oben drauf von der Brust so. Check mir das. Und wenn du halt die Ärmel aufhebst, dann klappt alles auf und es fuckt mich so ab. Und ich hätte es wieder dass es so unten bleibt und halt dass es so unten einfach annähern kannst. Das hat halt einen Faden jetzt dort drin. Ja, also das lange, das braucht nur einen Faden. Cool. Und sonst ich habe noch Schließkopf dabei, aber irgendwie überleben wir das. Ja, und sonst wissen wir eben nicht mehr. Nein, das können wir dann eben vielleicht in einer zweiten Podcast-Folge noch erzählen, wie das alles war. Was wir noch machen mit das Gästebuch, da wir so ein bisschen... Also wir haben einfach wie die Verantwortung so ein bisschen übernommen, dass wir vor Ort sein werden. Wir haben so ein bisschen inhaltlich, oder ich mir, so ein bisschen überlegt, wie wir das gestalten könnten. Ja, aber auch ein bisschen zu spät. Ja, dazu gestossen, dass es jetzt so wie zum Beispiel das Gästebuch haben wir nicht entscheiden können, was es ist. Das ist ein bisschen schade, von aussen. Das heisst, wir müssen das nehmen, was ist. Und inhaltlich haben wir aber ein bisschen mit Polaroid-Fotos und kleine Briefchen und Stempel und Oh, ich muss mich dort noch fragen, ob er Fragen ausgedruckt hat. Aber oh, ja, wahrscheinlich nicht. Nein, da muss ich die von Hand schreiben. Maybe. Ja, gut. Ja, sonst wissen wir gar nichts. Auch ein riesen Struggle war, das Hochzeitsgeschenk oh mein Gott, zu finden. Was schenkt man an einer Hochzeit? Ja, vor allem, wir sind zu dieser Position, wir sind ja eigentlich kein Kind mehr. Also, ja, logisch, wir sind kein Kind mehr. Aber irgendwie, ich habe irgendwie so das Gefühl, wenn du erwachsen bist, dann ist es so ein bisschen mehr ein Geschenk von man gibt Geld. Und ich habe jetzt wie bei uns gewusst, geben mir Geld. Weißt du, also irgendwie, ganz schwierig. Plus, gibt mir immer an der Hochzeit Geld, gibt mir an der Hochzeit Geld, wo man selber ja schon mega viel ausgegeben hat für so Flug und Hotel und alles. Und jetzt wirst du knauserig. Ja, aber das ist ein Geschenk, dass du da sein. Ja, nein, auf jeden Fall. Vor allem mit Dad hat es gezahlt. Also wir werden es schon noch zurückzahlen. Ja, nein, darum, das habe ich einfach noch spannend gefunden, weil ich bin auch nie in dieser Position gewesen, wenn ich mir überlegen musste, ein Hochzeitsgeschenk machen. Weil früher als Kind hast du ja hat es Mami einfach gemacht. Ja, aber wir haben ein tolles Geschenk jetzt. Ja. Ey, weißt du, was ich gerade überlegt habe? Wir müssen noch krass updaten. Also ich weiß gar nicht, ob du das jetzt erzählen willst, aber was wir jetzt die nächsten Tage so machen und was du vor allem machst. Ich weiss nicht. Was machst du morgen? Ah, ich mache das Tattoo. Ja! Ja, ich mache mein erstes Tattoo. Ja, du. Also, haben wir vor. Wir gehen spontan. Ja. Ich und der Brüder von der Nati haben gefunden, wir gehen uns doch da ein Tattoo stechen. Also bei ihm etwa das 37. bei dir das erste? Voll, ja. Ich will ja eigentlich schon länger Tattoos. Ich hätte auch gerne ein paar mehr.
Aber irgendwie habe ich das auch immer gut vor mir hergeschoben. Und jetzt ist aber ein guter Moment, um das erste Tattoo zu stechen. Und jetzt haben wir uns so einen Tätowierer rausgesucht. Oder Tätowiererin. Und gehen dann schauen, ob wir dort ein Tattoo machen können. Das wird spannend auf jeden Fall. Was machst du für ein Tattoo? Ich mache mir so ein Zeichen aus einem Anime. Du musst nicht sagen, welchen. Nein. Ist das sonst... Nein, Das ist ein Kommentar. Nein, ist ein bisschen secret. Das könnt ihr dann In der nächsten irgendwo Woche sehen, erzählen wir ja. dann. In der nächsten Woche kannst du es dann zeigen. Zum Beispiel, ja, genau so. What? Ja, voll. Bist du aufgeregt? Wie fühlt es sich so an, einen Tag vor dem besten Tattoo? Zeig mal deinen Arm, er ist jetzt einfach nackt. Das ist mein nackter Arm. Ich bin actually gar nicht aufgeregt bis jetzt. Ah, du freust dich Das kommt dann wahrscheinlich noch, wenn dann so die Nadel vor mir Wow. ist. Ja, mal schauen. Bin gespannt. Wird lustig. Aber also ja, vielleicht noch, es wird jetzt ein riesiges Tattoo, oder? Nein, es wird so ein kleines Zeichen. Vielleicht so gross, maximal. Ja. Voll. Juhu. Ja, spannend. Hast du ein Update? Ja, habe ich ein Update? Ich muss gerade überlegen. Aber wir könnten noch kurz sagen, wir sind letztes Wochenende in München gewesen, haben Champions League geschaut. Eigentlich, das ist so schlimm, wir haben ja... wir haben gestern schon eine Podcast-Folge... Nein, eigentlich haben wir am Montag schon eine Podcast-Folge aufnehmen. Dann haben wir am Dienstag, dann am Mittwoch, jetzt haben wir den Donnerstag. Perfekt. Weil, bei mir ist... Alter, schau, ich war so in der Schule gewesen, und Nina war das erste Mal wieder in der Schule gewesen. Und wir haben dann gedacht, wir gehen noch... Also wir müssen einen Vortrag machen noch, zum Nachholen. Wir haben dann gedacht, wir gehen noch einen Hugo trinken. Dann ist es noch ein zweiter Hugo geworden und ich bin halt so heimgekommen. Und ich weiss nicht, ich habe einfach einen komplett leeren Magen getrunken. Mir ist es gar nicht gut gegangen. Hat er brechen. Und seitdem ist es mir so scheiße gegangen. Ich weiss nicht, ob es nachher ab dieser Drecksnudelsuppe war oder ob die abgelaufen ist oder was es auch war. Aber dir ist ja nachher auch mega scheiße gegangen, irgendwann so einen Tag später. So. Ja, du hast irgendwie plötzlich so Übelkeit und Kopfschmerzen und Gliederschmerzen gehabt. Ich habe nichts mehr gegessen vor allem. Ich habe wirklich 2-3 Tage fast nichts gegessen. Ich bin aber gleich in die Schule gegangen. Darum, ich bin jetzt froh, dass es mir wieder gut und dir auch. Ja, mich hat es dann auch einen Tag irgendwie fühlst mit Kopfweh und irgendwie auch so ein schlechtes Gefühl. Ja. Random. Jetzt habe ich gerade actually auch Kopfweh. Also falls ich da ein bisschen glasig und passiv aussehe, es liegt daran, weil ich Kopfweh habe. Ja. Aber sonst war der ganze Tag gut. Gestern ist es mir schlecht gegangen. Ja. Ja, gestern war es nicht geil. Ja. Voll. Vor allem, wir hatten die ganze Zeit eben einen hohen Stress wegen dem Geschenk und wegen sonst noch Sachen und bla bla bla. Voll, wir waren eben noch am Champions League Final. Ja, das könnte es eben auch noch sein. Ja, vielleicht haben wir irgendwoher etwas mitgenommen. Ja, keine Ahnung. Oder Nina hat etwas mitgebracht. Ja, stimmt. Aber ey, erzähl mal vom Champions League Final kurz. Ja, was soll man erzählen? Wir sind eingeladen worden als Champions League Final von Adidas. Crazy, oh mein Gott. Geil. Ja, das war richtig cool. Voll, haben wir auf München gehen. Wir sind dort noch ein bisschen shoppen. Dann In Urban Outfitters. Voll. Dann sind wir am Abend dort hingefahren, sind fast nicht hingekommen, weil die ÖV einfach überfüllt waren mit Mailänder und... Sagen wir Mailänder? Sagen wir wirklich Mailänder? Interfans und PSG-Fans. Und alles war irgendwie blockiert gewesen und die Polizei einsetzen. Und dann mussten die Metro räumen und wir mussten rausgehen. Und sind dann mit dem Leim zu einer nächsten Station gefahren und wieder rein. Eine kleine Odyssee. Aber es war noch cool. Wir konnten dort auch so in die Champions Village können. Und dort haben wir noch eine Entdeckung gemacht. Hast du das schon erzählt? Was haben wir gemacht? Das hast du gesehen. Oh mein Gott, ja! Oh mein Gott, das muss ich euch noch erzählen. Da ist Nati ganz hibbelig geworden. Nein, da hast du jetzt noch weh im Herz. Oh mein Gott, stimmt, der Gossip vom Jahr. Nein, Leute, ich bin dort reingelaufen. Ich weiss gar nicht, hast du mir gesagt? Oder? Nein, wir sind wieder rausgelaufen, weil wir wollten zum Match gehen. Und wir sind mit dem Typ rumgelaufen, ich weiss nicht, ob wir den Namen jetzt erzählen. Nein, ich glaube nicht. Wo auch von Adidas ist halt, weil wir den ganzen Weg mit ihm gechillt. Und er ist dann zu 2 Leuten hergegangen. Ich habe es zuerst gar nicht gecheckt. Ich habe auch vorher gedacht, so, krass, die chillen den ganzen Abend mit diesen High Heels. Das war mein Gedanke, als ich sie gesehen habe. Und nachher ist er eben zu diesen 2 gegangen. Und wir sind wie so in einem Circle mit denen gestanden. Und dann schaue ich die mal genauer an. Ich war so, oh mein Gott! Einfach Cheery David. Alter! Oh mein Gott! Oh mein Gott, nein!
oh mein Gott, ich habe das so krass gefunden, ich habe es gar nicht mehr. Ich war die ganze Zeit so, oh mein Gott, Fazit, sie ist mega curie. Sie ist ja fast bei uns in der Nähe gesessen eigentlich. Sie ist eins oben gesessen und ein bisschen mehr auf der Seite noch. Aber die mit uns dabei waren, haben auch so ein bisschen interagiert mit ihr und sie waren recht cute gewesen. Und was eben so scheiße ist, wir sind nachher nochmal ins Village gegangen und sie ist wirklich literally neben uns gestanden, in der Bar, wo wir an der Bar waren. Und der Can die ganze Zeit so, komm, jetzt mach doch ein Foto. Und ich so, nein, Und ich hatte so keine Eier gehabt. Und nachher sind wir dann mal abgesessen und ich war so, okay, Can, wir stehen jetzt auf. Ich getraue mich jetzt, Alter, ich habe meine Balls so in der Hand gehabt, ihr wisst nicht, wir stehen auf. Und es ist einfach nicht mehr dort. Wir laufen durch den ganzen Raum und es war nie mehr gewesen. Sad. Alter! Oh mein Gott, nein, wie traurig. Also ja, immerhin, ich habe sie in Real Life gesehen. Ich habe nicht mit ihr interagiert, aber indirekt irgendwie. Das war schon noch speziell gewesen. Ja, es sind viele bekannte Leute dort am Umgeistern gewesen. Und ein paar deutsche Influencer, wer war noch? Genie war noch. Du, ich habe ein paar gesehen, ein paar Musiker habe ich gesehen, ein paar Fußballer habe ich gesehen. Voll. Ja, du bist halt noch mehr im Musiker-Game so. Ja, wir haben halt dort so, es hat wie so einen Bereich gegeben, wo so verschiedene Sponsoren, wie eben Adidas oder Just Eat, hat so eine Village gegeben, wo geladene Gäste haben rein können und dann hat es halt Essen gegeben und Drinks und so. Das war echt geil. Also, nachher haben wir ein Spiel geschaut. Es war crazy. PSG hat Inter vernichtet. Ja, komplett. Aber wir sind auch nicht so deep da in Fußball-Talk. Ich weiß nicht, ob es jemand wirklich interessiert. Aber wir sind auf jeden Fall hyped auf Women's Euro 2025. Oh, ja. Da bin ich auch gespannt. Alter, ich bin hure gespannt. Ich finde es sehr geil. Vor allem, dass es in der Schweiz ist. Wir kommen jetzt zu... Bist du ready? Ja, was? zu meinem einen... Ah fuck, jetzt habe ich das Wort vergessen. Zu dem, was ich jede Woche in meiner Podcast-Folge mache. Ich habe dich schon vorgewarnt. Oh, ja. Und zwar musst du mir jetzt erzählen, dass meine Gäste, wenn ich Gäste habe, was ist das Lustigste, was dir in dieser Woche passiert ist? Okay, ich habe 2 Sachen. 2? Und sie sind beide von heute. Wirklich? Ja. Okay, let's go. Ich habe mich tatsächlich vorbereitet. Hey, wann hast du das gemacht? Ich habe gemeint, okay, ja gut. Vorher, als ich da so still bin, gesessen und halb gestorben bin. Also, die Bühne gehört dir. Also, ein Moment, ich weiß gar nicht, ob das im Erzählen so lustig ist. Also, wir sind heute da auf Mallorca geflogen. Und dann bin ich aufs WC kurz. Dann komme ich zurück, weil wieder ansitzen. Ich kann noch schwätzen. Dann wollte ich wieder ansitzen und einfach richtig fett den Grind angeschlagen an der Gepäckablage oben. Aber so richtig fett. Richtig Brettstalle. Es hat nur eine Laut dort, wo der ganze Kopf ist, glaube ich, so, wirklich so richtig zurückbounced. Ja. Das. Und es ist mir nachher einfach beim Aufstehen, ist mir das zweites Mal passiert, habe ich meine Tasche abgeholt und habe sie auf den gegenüberliegenden Sitz tun, um noch ein paar Sachen rein zu tun. Und mir dort auch gerade noch genau den Kopf richtig abbängelt. Es hat so hinter dir eine Schlange gehabt und alle wollten rausgehen. Ich bin einfach fett reingelaufen. Und beim Rauslaufen ist noch ein Typ vor dir gelaufen. Dann hat er einfach so angefangen so zu reden, weil er gemeint hat, seine Homies laufen hinter ihm. Dann sind einfach wir hinter ihm gelaufen. Und fast noch die genau gleiche Situation. Wir sind noch shoppen vorgestern am Abend. Gestern Abend sind wir noch im Sil City gsi. Ja. Und nachher sind wir am Schuhe kaufen gsi. Du hast noch Schuhe gebraucht für dein Outfit. Und nachher bin ich so am Umlaufen, so ein bisschen am Träumen. Nat ist irgendwie am Schuh anschauen. Und nachher sagt sie so, die da. Und ich so, was? Und nachher schaue ich so, da steht einfach irgendeine andere Frau dort, die ihrem Freund etwas will zeigen und ich habe voll auf das reacted. Vor allem auch nicht so wie bei das, sondern so, was? Was? Dann Nat stand irgendwo anders und nachher ich so, oh, sorry, sie hat so lachen. Ich bin rot angelaufen, das ist ziemlich peinlich. Gut, ich meine, sie haben so noch darüber geredet, ich habe es bei uns, der Typ im Flugzeug, der sagt so etwas, es kommt geantwortet, er schaut zurück und wir schauen ihn einfach so mit einem riesigen Fragezeichen an und er läuft einfach weiter und es ist so mega awkward und wir schauen uns so an und wir müssen auch so lachen und ich habe das Gefühl, wenn wir jetzt laut gelacht hätten, wäre es so schlimm gewesen. Das war ein bisschen awkward gewesen. Ja. Ganz viele awkward situations. Ja, nur schon heute. Das hätte ich...
Oder darf man das sagen? Was? Ja, wo wir vor dem Tisch waren. Aha, wir haben über jemanden geredet, der am Servieren war und nachher... So ein hübsches Girl. Also, ja, das wollte ich jetzt nicht sagen. Okay. Aber, Er hat sie hübsch gefunden, sagen wir es so. Und hat dann etwas über sie gesagt. Und sie ist einfach gefühlt hinter ihm gestanden. Das war auch gut gewesen. Ja. Und heute, der andere Moment, den ich eigentlich noch erzählen wollte, ist, wir waren uns jetzt am Ready machen gewesen. Ich war am Duschen gewesen. Ich komme so zurück, will so ins Zimmer laufen. Und so die Nati mir entgegengesprungen, so «Halt! Ich bin gerade am Zeitraffer aufnehmen, du musst warten!» Das war nackt, Alter. Ja, Der hat fast... Tanz gemacht und... Stimmt gar nicht. Nein, ja. Und ich sehe ihn so bei der Tür und ich so, Alter, du kannst jetzt nicht reinlaufen, egal wenn es nur ein Frame ist, halt der Frame. Ja. Ja. Das sind die zwei lustigen Situationen, die ich... Das waren jetzt mehr als zwei, aber ja, die sind funny. Die sind wirklich funny. Ja. Vor allem, ich bin so müde, ich habe Tränen in den Augen, ich sag's dir. Mein ganzes Schminke ist am Ablaufen gerade. Das ist gut, das ist wichtig. Und wir haben noch einen Kommentar. Ich weiss gar nicht, wie lange die Podcast-Folge schon geht, aber hey, wir machen das jetzt einfach. Ja. Wie spät ist? 20 vor 1. Ja, das geht ja noch. Ich Sind wir gebe wieder eine halbe Stunde. Nein, ich muss schon das vorlesen. Wieso? Du bist jetzt mein Gast. Du hast die Aufgabe. Tust du die Namen auch vorlesen? Ja, und du musst die grüßen, das ist ganz wichtig. Nadia hat geschrieben, unter dem letzten Podcast, liebe Grüße. Grüße dich, Nadia. Christian, wuhu, danke für den Kommentar. Gut. Ja, genau, von mir auch. Liebe Grüße gehen raus. Sie schreibt, ich finde das Thema Alleinsein mega spannend und bin selber mega damit konfrontiert worden. Ich denke, es würde mega vielen helfen, die vielleicht gerade in so einer Situation sind, also zum Beispiel in einer Beziehung, aber sie merken, ihr Leben allein hat keinen Sinn oder Leute, die gerade frisch aus einer Beziehung sind. Ich finde das Thema einfach mega wichtig, weil es ist dein Leben und darum solltest du auch selber der grösste Teil von deinem Leben sein und Partner oder Freundschaften kommen und gehen und nur du hast dich dein ganzes Leben. Ich finde das so spannend. Eigentlich hätten wir gerade eine extra Podcast-Folge über das Thema machen sollen. Scheiße, auf den ganzen Hochzeitstag, Mann. Wir können jetzt noch darüber schwätzen. Wir können auch 3 Stunden darüber reden. Für mich finde ich es spannend, weil ich glaube, gerade das Thema Alleinsein, hast du auch sehr viel zu erzählen? Und hast du viel Erfahrungen und viele Gedanken? Willst du mal anfangen? Hast du gerade so einen Gedanken schon? Also zuerst mal wollte ich sagen, ich hoffe, dass bei dir, Nadia, alles, alles gut ist und dass du, in welcher Situation du auch steckst, gerade lernst, mit dir selber umzugehen, wie das ist, allein zu sein und da nicht irgendwie mega hilflos umeinander irrst, sondern irgendwie das gerade auch einfach kannst wahrnehmen, spüren, wie das ist und nicht überfordert. Wenn es überfordert, dann mit jemandem schwätzen darüber hilft immer. Und das ist okay. Ja. Ich glaube, das hat jeder mal die Erfahrung. Auf jeden Fall. Also, eben, ich glaube, also zum Beispiel ich bin so ein Mensch, aus welchen Gründen auch immer, verschiedene wahrscheinlich. Ich bin relativ viel in meinem Leben allein gewesen schon und ich bin auch gerne mit mir allein. Ich brauche das auch ein bisschen, so gerade für mein kreatives Schaffen, wo in der letzten Zeit auch ein bisschen an zweiter Stelle ist gestanden, leider. Das ist etwas, wo mega Zeit für sich allein braucht. So, ich muss so in eine Welt eintauchen, wo mich niemand irgendwie anspricht, wo ich einfach mich so in eine eigene Tagträumerwelt rein. Und dann kommen bei mir so die Ideen und Sachen führen. Und ich habe nicht so das Problem, allein zu sein. Das ist jetzt auch keine Hilfe, zu sagen, ich kann das gut. Aber vielleicht ist es dann spannend, was nicht so gut kannst allein. Ja, ich habe gerade letzte Woche in der Podcast-Folge darüber geredet. Ich weiß gar nicht, wie fest ich habe dir auch erzählt. Dort, wo du letzte Woche weg warst, am Wochenende, hatte ich auch so einen Samstag gehabt, wo ich den ganzen Tag alleine daheim war. Und ich war so überfordert irgendwie. Also es hängt schon damit zusammen, dass ich so meine Tage hatte und dass ich irgendwie sonst einfach emotional gerade wie viel Zuneigung gebraucht habe und Aufmerksamkeit. Und irgendwie, wenn du so den ganzen Tag so allein bist, dann macht das irgendwie noch mehr, als wenn du so einen guten Tag hast. Und ich merke, ich bin schon ein Mensch in unserer Beziehung, wo das schlechter kann. Ich bin ungern allein. Also ich habe mega gern, also auch wenn du nur da bist und am Handy bist, so, wir müssen gar nicht etwas zusammen machen. Aber so, dass jemand da ist, dass das Leben da ist. Also zum Beispiel, wenn ich allein
bin, dann habe ich es mega gerne, wenn der Fernseher läuft oder wenn Musik läuft oder wenn ein Video nebendran läuft. So die komplette Stille und das Alleingefühl am Abend, das finde ich irgendwie so... Habe ich nicht so gerne. Ja, also es ist bestimmt auch so ein bisschen eine Typfrage, wie man so am meisten tankt. Es gibt ja viele Leute, die tanken so durch soziale Interaktion und mit Freunden sein und so weiter und so fort. Ja, introvertiert und extrovertiert. Genau, und andere tanken mehr, wenn sie allein sind. Aber ich glaube, es ist grundsätzlich, als wäre es so allgemein, aber ich glaube, so für mich ist sicher, ich habe das Gefühl, es ist gut, wenn man kann auf jeden Fall ein bisschen allein sein und es ist auch nichts Schlimmes daran. Ich habe auch schon gehört, dass Leute so das weird finden, allein auswärts essen oder irgendwie so Sachen machen. Ich gehe zum Beispiel auch mega gerne einfach allein ins Kino. Das wäre aber crazy. Da gibt es wenig Menschen draußen, die das auch machen würden, sage ich dir ganz ehrlich. Boah, das wird Abstimmung. Würdet ihr allein ins Kino oder sind ihr schon mal alleine ins Kino gegangen? Nein, ich finde das super, weil wie ins Kino geht, natürlich mit Leuten ist auch cool und dann kann man so lustig haben und vielleicht noch lachen, darüber reden, wie der Film war und so weiter. Aber während dem Film ist ja allein. Also, und das stimmt eigentlich. Es laufen immer wieder Filme im Kino, die ich gerne schauen will und dann gehe ich einfach ins Kino, schaue mir den Film an, hole mir Snacks, bin happy. Das ist eigentlich geil. Das ist fett geil, ich schwöre. Ja, also, und auch gehen essen oder so, finde ich, also ob man jetzt da aber in einem Handy Restaurant? ist. So in ein Restaurant hocken und bestellen? Ja, also... So Döner und so ist ja scheißegal, das kann ich auch allein. Das Randomste, was ich mal gemacht habe, war, als ich neu in die Schule bin, hat mir meine Mom, glaube ich, Geld gegeben, um irgendwie zum Morgen oder zum 9 Uhr. Dann hat mir 20 Noten in die Hand gedrückt. Ich bin einfach mit dieser 20 Noten zum Bäcker angesessen, dann haben wir dort zum Morgen bestellt und dann zum Morgen gefressen. Mit 10 oder wie lange? Nein, keine Ahnung, 12, 13. Ja. So. Das war nice. Geil. Voll. Nein, also ich habe das Gefühl, also einerseits, wenn man das irgendwie das Gefühl hat, man kann das nicht machen, so rein gesellschaftlich, fuck der, Alter, gang allein gehen, was auch immer, gang allein gehen Schlittschuhen, wenn du gerne gehst, Schlittschuhen, gang allein gehen Skifahren, boah, allein Skifahren, auch krass. Du musst auf niemanden Rücksicht nehmen, der mit dir am Fahren ist, Musik rein, natürlich safe so, dass du alle noch hörst, aber einfach allein fahren, fett geil. Tanzen früher, ich bin so oft allein, einfach Musik an, ab, Breakdance, Training, let's go. Ja, eigentlich schon. Also, ich finde, das ist eigentlich schon etwas, wo in der Gesellschaft so nicht normal ist. Also, wie das Einzige, was ich jetzt gerade denke, was ich wirklich auch gerne alleine mache, wo man vielleicht jetzt nicht unbedingt alleine macht, oder ja, vielleicht auch schon, ist so shoppen. So, ich gehe mega gerne alleine in Läden. Also ich würde jetzt wahrscheinlich auch nicht so mir jetzt sagen, ich mache jetzt einen Shopping-Day, sondern ich gehe dann einfach, zum Beispiel, als ich in Lyon war, ja, doch, dann so einen Nachmittag hatte ich frei, hatte einen Bock gehabt, um so in die Läden zu gehen, wo ich so Bock hatte. Aber ich bin jetzt ja auch, dort wo du weg warst, bin ich am Samstagmorgen bin ich so das erste Mal allein an Flomi. Aber ich glaube, das kommt eben schon auch noch dazu, das ist mega blöd. Aber dort kommt es ja vielleicht dann dazu, wenn es nicht im Ausland ist, dass ich ja so ab und zu mal erkannt wird. Und ich weiss nicht, warum, das ist so ein blöder Gedanke. Aber ich habe automatisch das Gefühl, Leute denken, ich bin ein Opfer. Ich habe keine Freunde. Das ist nicht so blöd, das macht so gar keinen Sinn, weil wenn ich andere sehe, die allein sind, dann denke ich das ja auch nicht. Woher kommt denn das? Das ist so dumm. Also bei mir ist es ja legit manchmal auch einfach so. Dass du ein Opfer bist? Ja, ja, das auch. Sorry. Nein, aber einfach, ich habe ein paar Freunde, auch ein paar gute Freunde so, aber ich würde jetzt sagen schon, dass ich nicht einen mega grossen Freundeskreis habe, durch das, dass ich einfach mega viel umgezogen bin. Ich bin wie nie an einem Ort so richtig aufgewachsen, sondern habe mehrmals Schule gewechselt, bin im Zirkus und so weiter und so fort. Ich sage die ganze Zeit und so weiter und so fort, mega mühsam. Fuck mich selber und mich ab. Mir ist nicht aufgefallen. Nein, so einfach so viel allein gewesen, oder wenn dann eben zum Beispiel im Zirkus, dann bist du halt meistens das einzige Kind. Dann sind halt nur Erwachsene um dich herum, dann musst du dich irgendwie beschäftigen. Nein, ich kann auf etwas anderes rauswählen. Einfach, dass ich durch das irgendwie nie mehr mega grosse Freundescrew so aufgebaut. Und vielleicht bin ich aber auch zu fest jemand, der dann, wenn er etwas gemacht hat, eben in seine eigene Gedankenwelt ist gegangen, um irgendwie, ich habe relativ früh mit YouTube angefangen, das alles irgendwie allein gemacht. Oder jetzt Musik mache ich oft auch allein. Das ist für mich so etwas, wo ich mega irgendwie Gefühl kann verarbeiten kann. Und dann bin ich lieber allein im Studio als mit anderen.
obwohl es auch mega schön wäre, mit anderen im Studio zu sein, aber es ist wie so, glaube ich, beides. So erzwungenermaßen, weil ich nicht so das Umfeld hatte, wo jetzt die gleichen Sachen macht. Sei das Breakdance gewesen, oder sei das jetzt Musik oder so. Ja. Wieso erzwungenermaßen habe ich dann viele Sachen einfach allein gemacht und habe irgendwie mit dem müssen lernen umgehen. Du warst halt auch früher schon so selbstständig sein. Also ich finde jetzt nur schon das Thema so, blöd gesagt, Zug fahren. Bist du das erste Mal allein Zug gefahren? Mit dem Kinski? Ja, ganz allein. Also ich und mein Bruder sind zusammen früher allein Zug gefahren, so eben in Kinski und so. Ja. Ich weiss gar nicht, ob ich dort auch ganz allein bin, aber wir sind auch früher. Also. Weil ich das erste Mal, ich kann mich mega gut erinnern, war, als ich wie sagt man, Schnupperbewerbungsgespräch gegangen bin. Und wann ist das? So in der 2. Sek. So, das ist eigentlich relativ, ich weiß nicht. Ja, das Gefühl, die meisten haben schon gewusst, wie man so SBB und so benutzt und so. Und ich habe keine Ahnung gehabt. Ich war so überfordert gewesen. Der Buschauffeur gefragt und alles. Also wie, für mich ist irgendwie alles, also für mich hat es nicht gegeben, etwas alleine machen. So, ich habe es immer irgendwie mit jemandem gemacht. Und ich bin dann auch immer die Nachläuferin gewesen. Ich habe nie selber überlegt. Und das tut sich auch wieder auf unsere Beziehung so ein bisschen widerspiegeln. So, dass wenn wir irgendwo hingehen, so du weißt schon, was wo ist. So, du überlegst dir auch schon mega viel. Du hast ein geografisches Gedächtnis und hast dir schon überlegt, eben so, wie es von oben aussieht. Und ich habe keine Ahnung, Alter. Ich falle dann auch mega schnell in die Rolle, wo ich dann die Kontrolle abgebe und das Denken abgebe, was vielleicht manchmal mühsam ist, das tut mir leid. Also ich hatte das auch gehabt. Also so ist es ja nicht. Ich habe grosse Brüder und wir sind auch viel einfach zweite auch pendelt eben von unserer Mom zum Dad so. Dann fahrst du halt irgendwie wir sind dann von Ostschweiz auf Zürich gefahren. Und dort bin ich auch oft die Rolle gewesen. Also mein Bruder hat die ganze Verantwortung gehabt, hat Zugverbindung rausgesucht und so weiter und so fort. Und irgendwann hat das dann halt, also ist er auch nicht mehr dabei gewesen und ich musste es dann selber auch anfangen zu machen. Das habe ich am Anfang auch nicht. Bin ich ihm auch immer hinten drin gesäckelt. Bis er es mal so angeschissen hat, dass er gefunden hat, ich sage dir überhaupt gar nicht mehr. No, musst du das bei mir auch machen vielleicht? Ja, vielleicht. Nein, mach das nicht. Es ist eine Erziehungsmethode. Er hat mich nicht erziehen, aber ja, kann man davon halten, was man will. Aber ich verstehe auch, weißt, es war immer so klar gewesen, so, ja, wenn irgendwie Informationen zu uns kommen, dann hat er ein Handy und ihm wird geschrieben und er muss es dann mir sagen. Und irgendwann war es so gewesen, so, du musst jetzt dein eigenes Handy haben. Also für alle, damals hat es keine iPhones gegeben. Damals haben wir noch so fucking Deep-Handys gehabt. Also als wäre ich 100 Jahre alt, so ist es auch nicht. Aber zu dieser Zeit waren es so wacky Handys gewesen. Ja, aber nochmal zurück zum so ein bisschen allein, weißt du, so in Beziehung und so. Ich merke schon, du brauchst das wirklich so, das Alleinsein. Wie würdest du jetzt sagen, ist das jetzt, seit wir zusammengezogen sind, für dich? Ja, schon noch schwierig. Also ich merke so, das habe ich ja vorhin mal gesagt, dass so bei meiner Kreativität viel so ist auf der Strecke geblieben in letzter Zeit, weil es einfach so, durch den Tag, du bist in der Schule, ich bin am Arbeiten, also ich bin selbstständig, ich arbeite von zu Hause, aber ich bin dann nicht am irgendwie mein kreatives Zeug machen, meistens nicht, weil ich einfach so das ganze Zeug muss arbeiten und nachher, sobald Nati heimkommt, habe ich dann wie auch nicht mega Platz noch, um irgendwie Musik machen oder also dann ist einfach jemand da. So, dann bist du nicht mehr allein und kannst irgendwie in deine Gedankenwelt, sondern mit dem, ich koche noch etwas oder wir kochen zusammen, dann schauen wir noch etwas am Fernsehen oder machen noch Spiele, gehen laufen, was alles auch mega schön ist. Aber ich komme dann wie nicht so in die kreative Welt von mir rein, was für mich eigentlich schon noch schwierig ist, immer wieder so. Wie gehe ich damit um oder wie komme ich zu diesen Momenten, wo ich noch kreativ sein kann. Meistens, wenn du weg bist, mal zu deinen Eltern gehst, wenn du in Basel weg bist, wo du in Basel bist. Gut, dann bin ich im Zivildienst. Dort war auch 200% arbeiten. Ja. So, aber ich glaube, also, was ich bei Beziehungen schon auch noch wichtig finde, zu sagen, ist so, auch wenn man in einer Beziehung ist und zusammen irgendwie einen Film macht, ist es auch wichtig, dass man vielleicht auch selber noch Sachen macht mit Freunden oder dass man eigene Hobbys hat, dass der Partner das kann allein machen kann und dass man vielleicht auch zusammen herausfindet, hey,
zusammen ins Gym gehen ist nichts, sondern ich brauche diesen Space für mich, um ins Gym zu gehen, ohne dich so, oder ich mache, keine Ahnung, ich spiele Volleyball und das will ich allein machen mit meinen Freunden, oder wir haben irgendwie du deine Leo-Crew, wo gehen Sachen unternehmen, Party machen, whatever, wo einfach so ist, also das ist nicht, nein, wir wollen dich auf keinen Fall dabei haben, du wärst da nicht gewollt, sondern es ist einfach so deine Gruppe, die so cool ist. Und so Sachen sind, glaube ich, schon auch noch wichtig, dass man die sich wie behaltet. Ja, voll. Weil man sollte, glaube ich, so sein Leben nicht voll nur auf seinen Partner zuschneiden. Sondern es ist gut, wenn beide individuell ihre Sachen machen können, noch individuell sind und dann aber einfach gemeinsam auch die Beziehung haben. Ich habe gerade letztens mit einer Kollegin darüber geredet, von dem Ding von, eigentlich will man ja nicht emotional abhängig sein in einer Beziehung, aber irgendwie ist es man auch. Und irgendwie ist es etwas Schönes und irgendwie ist es etwas Schwieriges. Und ich finde, es gibt ja den schmalen Grat. Also ich finde es mega wichtig, dass man so kann, dass man selber als eigener Mensch existieren kann und wie das Glück nicht abhängig macht von der anderen Person, sondern wie das, was du mir gibst, dass ich glücklich bin, ist noch ein Plus extra. Also weißt du, was ich meine? So, ich kann mich selber glücklich machen mit Erlebnissen, mit meinen Hobbys, mit keine Ahnung was. Und wie nicht, dass ich emotional abhängig bin von dir, dass nur du mich kannst glücklich machen. Ja. Checkst du, was ich meine? Und wie das habe ich noch sehr spannend gefunden, zu meiner Kollegin so bereden, weil ich selber mich so ein bisschen gefragt habe, wie ist eigentlich in unserer Beziehung? Wie würdest du sagen, sind wir emotional abhängig voneinander? Ja. Also ich finde es mega schwierig. Also, ja, logisch. Also ja, ich finde schon. Also ich finde nicht... Es ist auch so, wir dürfen ja auch ein bisschen voneinander abhängig sein. Und das hat jetzt auch nicht heißen, wir dürfen nichts zusammen machen. Sondern es ist super auch, wenn ihr gemeinsame Hobbys habt. Sonst ist es vielleicht auch doof, wenn du nachher nichts hast, was irgendwie zusammen Spass macht und so. Aber einfach wichtig, dass man auch selber für sich kann. Und ich glaube, wir sind schon, also weißt, wir wohnen zusammen, so, wir sind mega aufeinander zugeschnitten und angewiesen, auch emotional support, es ist ja wie, du hast in einer Beziehung meistens ja wie, oder jetzt bei uns ist es so, du hast ja wie so, also beste Freund, ja logisch, aber du bist halt die Bezugsperson vom anderen und du bist abhängig voneinander, weil es ja die Person ist, wo du alles mit ihr teilst. So. Und das finde ich auch etwas mega Schönes und das ist auch voll okay. Und das soll ja ein Stück weit auch so sein. Aber ich glaube, man sollte einfach in dem Innen nicht seine Individualität vernachlässigen. Und irgendwie schauen, dass man auch selber noch jemand ist. Unabhängig von seiner Beziehung. So. Ja. Würdest du sagen, wie ist das bei uns? Hey, mal so, mal so. Ich würde sagen, wir haben beide eigene Sachen so, aber auch viel zusammen. Und ich glaube, wir können auf beide Seiten noch Fortschritt machen. Also ich glaube, wir können beide noch irgendwie schauen, dass wir mehr unser eigenes Zeug machen können und uns in dem unterstützen, dass man unabhängig voneinander Zeug macht. Aber auch zusammen irgendwie schauen, wie können wir Sachen machen, die viben. Das ist ja immer so kompliziert. Nachher hast unsere Beziehung ist fast fucking 7-jährig und dort irgendwie schauen, ja, müssen wir jetzt jeden Monat eine Date-Night machen? Oder ist, wenn wir auf spontan einfach am Abend rausgehen essen, ist das auch ein Date eigentlich? Ja. So. Ja, nur wenn wir gehen spazieren, ist es theoretisch ein Date. Ja, eben, es ist alles Ansichtssache und so. Ich glaube, dort ist einfach wichtig, dass man einen Umgang mit sich findet, wie hat man es zusammen gut und verliert irgendwie sich selber drin nicht. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Point. Und wie das genau funktioniert, ist wahrscheinlich dann auch mega abhängig von, wie bist du, was sind deine Bedürfnisse, was sind die Bedürfnisse von eurer Beziehung, die ihr führt, was ist das Bedürfnis von eurem Gegenüber und sich in dem Innen vielleicht dann auch mal müssen abgrenzen. Einfach sagen so, hey, ich brauche jetzt einen Moment für mich, ich muss jetzt da schnell für ein paar Tage in ein Berghütchen Musik machen. Ja. Ohne dich. Ohne, dass das böse gemeint ist. Ja, voll. Ich glaube, das ist auch wichtig in dem Moment. Also wie, ich habe das Gefühl, das habe ich auch noch mega gelernt. Eben früher habe ich das Gefühl, habe ich das schon noch schwieriger gefunden, weil ich dort mehr, ich würde sagen, ich habe dort mehr
bin mehr emotional abhängig von dir gewesen und habe so Sachen dann persönlich genommen, wenn du deinen Abstand gebraucht hast. Also ich kann mich zum Beispiel auch bei Streitsituationen erinnern, dass du zuerst mehr Abstand gebraucht hast und ich bin automatisch gewesen, hey, Bro, red doch und keine Ahnung. Also ich habe mega viele so Sachen habe ich persönlich genommen, weil, ja, keine Ahnung, also ja, ist jetzt vielleicht auch ein bisschen deep so, aber einfach, ja, ich glaube, es ist wie wichtig, das zu kommunizieren, der anderen Person den Raum geben. Und ja, also mega simpel jetzt, aber ich verstehe, es sind sehr unterschiedliche Menschen so. Wir funktionieren unterschiedlich. Ja. Ja, ich glaube, allein sein in einer Beziehung ist sicher ein Thema und allein sein mit sich selber ist ein anderes Thema. Und ich glaube, also, und einsam sein ist auch noch mal etwas anderes. Einsam sein ist auch noch mal etwas anderes. Ja. Man kann auch in einer Beziehung sein und sich einsam fühlen trotzdem. Ja. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was ich auch immer wieder habe. So das Einsamsein, obwohl eigentlich die Leute um einen herum sind. So. Anyway, das ist auch wieder ein anderes Thema. Ich wollte eigentlich sagen, grundsätzlich finde ich, kann man auch einfach mal sagen, allein sein ist okay. Ja, So, allein sein kann auch schön ich sein. finde, allein sein ist voll okay. Vielleicht ist es nicht okay für Leute, die das nicht so gut können. Dann muss man irgendwie ein bisschen herausfinden, was wie wo. Ich muss zwar sagen, ich habe ja, als ich in Montreux war, vor 2 Jahren, dort habe ich 7 Wochen gelebt. Und ich will allgemein von mir sagen, ich bin nicht so ein Mensch, der gerne allein ist. Und auch vor der Zeit hatte ich das 0,0 gehabt. Und dort habe ich das mega gerne gemacht. Dort bin ich auch gerne, bin ich allein laufen, habe viel Zeit mit mir verbracht, mit meinen Gedanken, mit meinen Ideen und allem. Also dort bin ich richtig gerne allein gewesen. Dort hatte ich auch null Bock gehabt, um neue Leute kennenzulernen. Dort habe ich mich gefreut, um nach der Schule wieder heimgehen und allein spazieren und allein, ich weiss doch nicht, so meinen Shit machen. Ja, man ist halt so überhaupt nicht abhängig von jemand anderem, wenn man Ja. allein ist. Das ist schon schön. Das ist schon geil. Es hat einmal jemand, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gehört habe, irgendwo habe ich das mal gehört, dass jemand gesagt hat, also jetzt, das trifft vielleicht nicht auf alle zu, aber auf mich auf jeden Fall, weil ich auch selbstständig bin und durch das mega viel Zeit auch allein verbracht habe, oder? Allein irgendwie an meinem Kompi am Arbeiten. Ist so, dass wenn man mega viel Zeit allein verbringt, ist es mega ein Segen, weil man auch viel Zeit mit sich verbringen kann und irgendwie, oder, sich viel Gedanken über sich und die Welt machen. Aber es ist auch ein Fluch, weil man eben mega viel Zeit mit sich verbringen kann und in seiner eigenen Welt so gefangen ist. Das kann wie in beide Extreme so ein bisschen kippen. Ja, voll. Ja. Aber ich habe jetzt wie auch nicht eine Lösung parat, um zu sagen, hey, so und so und so. Aber vielleicht hilft es ja uns einfach ein bisschen über Alleinsein reden, hören. Ja, und ich habe in dem Moment, wo ich so mich alleine gefühlt habe, dann irgendwie auch einfach selber, also wie, ich habe es spannend gefunden, um den so wie nutzen und selber mal spüren, hey, vor was habe ich Angst, was ist das gerade? Also wie, es ist ja auch eine Chance, mich irgendwie selber so ein bisschen kennenzulernen. Und ich habe ja auch letzte Woche in der Podcast-Folge erzählt, ich bin dann nachher einfach allein raus spazieren, habe meine eigene Podcast-Folge gehört und bin an den See und habe noch, keine Ahnung, bin noch in den Coop gegangen, habe noch was gekauft. Also es ist wie, ich weiß auch nicht, irgendwie... Konsumopfer. Nein, aber ich bin einfach so, ich weiß auch nicht, die Chance nutzen, als hey, keine Ahnung, also wie, du kannst jetzt gerade 100% auf deine Bedürfnisse hören. Du kannst jetzt das machen, wo du Bock hast. Wenn du Bock hast, zum spazieren, dann geh spazieren. Wenn du Bock hast, zum shoppen, gehst du shoppen. Keine Ahnung. Das ist ja geil eigentlich. Also wie... Ich glaube, es ist halt, oder es kommt so mega darauf an, also weißt, es gibt ja auch Leute, die sind nicht, weil sie sich entscheiden allein, sondern einfach, weil sie niemand haben. So. Und dort, wie sich das dann anfühlt, das finde ich auch schwierig, wenn man jetzt so wie gar niemand hätte, wo man dazu könnte. Also sagt das Familie, Freunde, whatever. So. Und wie das dann ist, das kann ich auch nicht mega gut beurteilen, weil ich es in dieser Form selber auch nicht mega dann würde kennen. Oder so ich hätte immer noch eine Familie, die ich auch gerne habe und immer in Kontakt könnte, wenn ich mich extrem allein oder einsam fühle. So. Ja, es kommt schon darauf an, ob es ob es das allgemeine einsam allein fühlen ist oder ob es so für einen Moment ist. Von so, es ist jetzt ein Tag, es ist jetzt ein Abend
wo man irgendwie sich allein fühlt, wo man vielleicht FOMO hat, wo man keine Ahnung. Ja. Ja, haben wir das Fazit? Ich habe vorhin schon gesagt, ich glaube, es gibt nicht so mega ein Fazit aus dem Ganzen, weil es ist wie so ein vielschichtiges Thema. Aber vielleicht hat man ja für sich da schon etwas rausziehen können. Wenn ihr etwas rausziehen könnt, schreibt es gerne. Aber vielleicht auf Beziehung, weil Nadia hat ja wegen Beziehung geschrieben. Ich finde, da kann man vielleicht schon so sagen, dass es okay ist, wenn man unterschiedlich ist. Dass es okay ist, wenn man nicht gerne allein ist. Dass es okay ist, wenn man gerne allein ist. Ich glaube, sie hat ja gesagt, du bist das Wichtigste in deinem Leben. Ja, und das stimmt auf jeden Fall schon auch ein bisschen. Also ich finde es mega schön, wenn man mit sich selber allein sein kann. Das hat nur Vorteile, wenn man das kann und auch zulässt, dass man mal allein ist. Weil das gibt einem auch ein bisschen Luft, zum über Sachen nachdenken, zum einfach mal merken, so, hey, ich kann mit mir selber auch Spass haben, weil es ist nicht so, dass man allein nachher einfach verwahrlost und gar nichts machen kann. Ja. Und ich bin, was ich noch will sagen, ich bin so ein Mensch, ich brauche wie beides. Ich brauche immer wieder zum mit Leuten irgendetwas machen, in die Action gehen und dann wieder zurückziehen und für ein paar Tage nicht so viel Kontakt haben und dann wieder in Kontakt gehen. So wie rechargen in beiden Feldern, oder? Aufladen mit Freunden und aufladen dann wieder allein. Ja, du bist schon ein typischer Introvert. Also Introvert von wirklich tanken, wenn du alleine bist. Und bei mir ist es schon umgekehrt. Bei mir ist, ich kann gut allein sein, wenn ich schon Volltank bin. Und ich kann nicht gut allein sein, wenn ich schon Leertank bin. Macht das Sinn? So, ich tanke mega fest, indem ich mit anderen bin. Ja, ich glaube, es ist dann auch bei dir noch, also von dem kann ich einfach nicht so viel reden, weil ich bin Mann und ich habe die ganzen Zyklen nicht. Ja, aber gut, ich glaube, da ist dann auch nochmal ein Unterschied, auch wenn du Volltank bist, aber gerade voll in deiner, ich weiß nicht, in welcher Phase man dann am emotional instabilsten ist. Aber wenn man dann dort vielleicht... Oh Gott, Biologie. Wenn man dann dort allein ist, wird es einem vielleicht schneller zu viel, wenn man gerade irgendwie emotional den Körper eine Achterbahnfahrt hat. Dann ist es vielleicht auch nochmal schwieriger dort. Ja. Also eigentlich einfach basically Menstruationsphase. Ja? Ja, voll. Ja. Ja. Ja, ich glaube, wir führen das zum Ende. Ja, wir müssen vor allem langsam mal pennen. Ja. Ich bin absolut kaputt. Ich war die ganze Zeit am Geinen. Ich hoffe, es hat nicht gestört. Aber, es war ein kleiner Late-Night-Talk with us here in Mallorca. It was beautiful. Es hat echt Spass gemacht. Also, ich hoffe, die Worte vom Alleinsein haben euch irgendetwas gebracht. Und vom Thema Hochzeit. Wir können jetzt wirklich nächste Woche noch ein bisschen reden darüber. Das finde ich schon noch spannend. Ja, ich verspreche nichts, aber wäre schön. Ja, mal schauen. Vielleicht sind wir nächste Woche nicht mehr zusammen. Maybe. Vielleicht machst du mir den Antrag, he? In Mallorca da. Safe nicht. Gut. Das fände ich so wack an einer anderen Hochzeit, einen Heiratsantrag machen. Mein das fände ich wack. Aber ich fände es genauso wack, wenn jemand an unserer Hochzeit einen Heiratsantrag machen würde. Das fände ich auch wack. Aber noch schlimmer, also wirklich, das wäre ja so unkreativ, wenn du einen Hochzeitsantrag machen würdest. Ja. So, da erwarte ich mehr. Aber nächste Woche erzählt der Can, wie er den perfekten Hochzeitsantrag an mir macht. Ich halte mich da. Schaltet ein und vergesst nicht, zu kommentieren, wie ihr den Podcast gefunden habt und wie ihr eure Hochzeit vorstellt, ob ihr heiraten wollt. Und bewertet den Podcast einfach mit 5 Sternen. Schickt ihn euren Freunden, die sollen auch mit 5 Sternen bewerten. Wir müssen doch ein bisschen ihre Bewertungen aufboosten. Das stimmt. Let's go. Schicken wir einen Screenshot auf den 9 Pause Instagram-Kanal. Und sie verlost da einer Person 100 Franken. Nein, das mache ich nicht. Schade. Ein Kuss. Nein, das machen wir auch nicht. Gut. Einfach auf Ehre, weißt du, so. Checken wir. Wäre geil. Also, Peace bis out. nächste Woche wieder. Und sorry, dass der Podcast spät kam. Ich hoffe, nächste Woche ist wieder besser. Gut, also, tschüss.